Sonntag, darum ist Himmelwärts Online-Zeit zusammen mit euch. Wir freuen uns, liebe Kinder, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder ganz viele gute Sachen für euch vorbereitet. Wir dürfen miteinander Jesus feiern, ihn erheben, mehr über ihn lernen und erfahren. Wir haben noch ganz viele andere Sachen für euch vorbereitet. Ein Basteltipp und hey, ihr kennt es. Und natürlich ein Micha gegen Selim. Wie immer hoffe ich natürlich schon schwer, dass ich den Punkt gewinne. Für wer bist du? Ha! Kannst du es dann gerade noch, vielleicht gibt es ja diese Woche wieder eine Abstimmung, vielleicht kannst du ja mitentscheiden. Aber jetzt steigen wir gerade ein mit dem Super Mario, unsere Aufwärmphase, wo wir uns parat machen können und wo wir miteinander ganz viele Hürden überwinden und einen Endgegner besiegen. Bist du bereit? Dann lass uns gerade aufstehen. Hier kommt Super Mario. Liebe Kinder, es ist wieder so weit. Die Zeit ist gekommen, dass wir einen Lauf machen müssen, Hürden überwinden und den Endgegner besiegen. Sind ihr bereit? Es geht gerade los. Es gibt wieder wie immer Tunnel und Hürden und es gibt einen Wassergraben. Wir fangen gerade an. Achtung, fertig, los! Und da vorne, da sehe ich schon 2 Hürden und einen Wassergraben. Sind ihr bereit? Und der Wassergraben. Und jetzt kommt eine Linkskurve. Oh, eine scharfe Rechtskurve und nochmal eine Linkskurve. Und jetzt kommen 2 Tunnels und 2 Hürden. Und 2 Hürden. Und jetzt haben wir 3 Taler, die wir hier oben fangen. 1, 2, 3. Und jetzt müsst ihr alles geben. So schnell rennen, wie ihr nur könnt. Und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist noch der Endgegner vor uns. Und der wird immer stärker und schwieriger zu besiegen. Darum müssen wir jetzt 20 Mal gegen den Endgegner boxen. Sind ihr bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hey, wir haben es geschafft. So cool, hast du mitgemacht und den Endgegner besiegen. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. And run on.
Josaphat und seine Familie sind auch heute wieder in der Wüste unterwegs. Das sind sie nämlich 40 Jahre lang gewesen. Also eigentlich sind sie die meiste Zeit einfach in der Wüste gewesen. Und heute ist es so, dass sie mega fest Durst haben und unbedingt Wasser brauchen. Und heute werden wir sehen, wie dass dann der Josaphat und seine Familie das Wasser überkommen. Ich bin gespannt drauf. Und auch heute gibt es wieder eine Frage für dich. Und zwar nimmt es mich Wunder, weisst du vielleicht, wie die Wasserquelle heisst, wo sie angekommen sind? Es hat einen speziellen Namen und vielleicht weisst es du schon. Vielleicht auch noch nicht. Wir werden es miteinander herausfinden. Und jetzt wollen wir gerade mal schauen, wie es am Josaphat und seiner Familie geht. Hey, aber tun doch eure Füße verrichten. Ja, die Schuhe gehen kaputt. Wir haben im Fall nicht noch mega viele Paar Schuhe dabei. Wir sind hier in der Wüste. Schatz, also ich muss sagen, meine Schuhe, die sehen nicht neu aus. Hey, zeigt mal euch. Wow! Hey, und auch eure Kleider, die haben keine Löcher. Wow! Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hey, ich glaube, Gott macht, dass unsere Kleider und Schuhe nicht kaputt gehen. Das ist cool. Wow, Gott ist so gut. Ja, das ist cool. Hey. Immer noch die gleichen Also. Kleider an. Yay! Geh wieder. Oh, ich habe so Durst. Ich bin schon lange nicht mehr bis zum Wir sind Trinken. 3 Tage unterwegs. Oh, es hat nichts. Was ist jetzt mit meine? Da hat es auch nichts mehr. Ja, aber auftun. Das ist wirklich leer. Oh, das ist auch leer. Mose! Mose, wenn wir in der Küche hätten wir immer nichts zu trinken. Da, ich sehe. Schnell trinken. Hey, endlich haben wir Wasser. Yay, Wasser. Ja, ich freue mich auf den. Yay. Das ist ja bitter. Mose. Nein, also wirklich. Was ist da los? Das Wasser, es ist bitter, grusig. Kann man nicht saufen. Ich habe hier selber. Ja. Ich kann schon mit Coco reden. Gott, was machen wir? Du siehst das Volk, das ist immer nur am Klagen und am Motzen und jetzt ist das Wasser nicht trinkbar. Was soll ich jetzt machen mit dem? Mose, du musst vertrauen. Nimm ein Stück Holz und leg es ins Wasser. So soll das Volk sehen, das Wasser. Okay. Ja, mal schauen. Was macht ihr jetzt? Hä? Das wollte ich auch probieren. Wie fein! Wasser! Wir haben Wasser! Oh, ich will noch mehr! Gib mir auch noch mal! Gut. Wow, Das Gott hat geht in die das ganze Wasser Quelle. gut gemacht. Schnell, das alte Ja, nochmal! Yeah! Yeah! Oh. Hast du schon mal ein Loch in deinen Kleidern gehabt? Oder kaputte Schuhe? Also ich schon. Weil unsere Kleider und Schuhe haben wir ja zum Brauchen und wir haben die täglich an und dann gehen sie halt mal kaputt. Aber hast du gewusst, das Volk Israel war ja 40 Jahre in der Wüste und ihre Kleider und Schuhe sind einfach nicht kaputt gegangen. Gott hat so ein cooles Wunder gemacht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das passiert. So etwas Cooles haben sie dort erlebt. Aber sie haben auch etwas Schwieriges mal erlebt. Sie sind 3 Tage durch die Wüste gelaufen und haben kein Wasser gehabt. Hast du auch schon mal mega fest Durst gehabt? Also sie haben, glaube ich, alle so Durst gehabt. Und dann endlich sind sie an die Quelle Mara gekommen. Und sie haben sich so gefreut, wie wir gesehen haben vorher im Theater. Sie haben so Freude an dem Wasser. Aber das Wasser war bitter. Das Wasser konnte man nicht trinken. Hey, jetzt haben sie sich so gefreut auf das Wasser. Und es war einfach ungenießbar. Weil es bitter war, heisst die Quelle auch Mara. Hey, und jetzt, der Mose hat das mitbekommen. Und wisst ihr, was er gemacht hat?
Er hat seine Sorgen zu Gott gebracht. Er hat zu Gott geschrien und gesagt, Gott, schau mal, wir brauchen Wasser, sonst verdursten wir. Aber das Wasser ist bitter, man kann es nicht trinken. Er ist zu Gott. Und Gott hat dem Mose gezeigt, was er machen soll. Wie wir gesehen haben, hat der Mose dann ein Stück Holz genommen, hat sein Wasser da und das Wasser ist genießbar geworden. Hey, das ist wirklich eine coole Lösung. Gott hat einfach immer eine Lösung parat. Wie hast du gewusst? In der Bibel steht, dass von Gott alle Weisheit kommt. Und das sehen wir da. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Stück Holz ins Wasser zu rühren und dass das dann auch funktioniert. Aber Gott, von dem alle Weisheit kommt, hat einfach immer eine Lösung parat. Ihm ist nichts unmöglich. So mega cool. Und dazu passt ein Vers, den ich dir gerade vorlesen möchte. Der steht in 1. Petrus 5, Vers 7. Und zwar steht da, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Es steht da, wir sollen alle unsere Sorgen bei Gott ablegen, weil er für uns sorgt. Und genau das hat der Mose gemacht. Der Mose hat gesehen, sie brauchen Wasser, aber das Wasser war ungenießbar. Und er war nicht einfach irgendwie hässig oder enttäuscht, sondern wir sehen das immer wieder bei Mose. Er ist immer mit seiner Sorge direkt zu Gott und hat Gott gesagt, was ihn beschäftigt, wovor er vielleicht Angst hat, was er für Sorgen hat. Und da steht, wir sollen Gott unsere Sorgen anlegen. Und das können wir machen, indem wir zu Gott beten. Gott ist ja immer mega nah bei uns, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und wir können mit Gott reden, wie wenn unser bester Freund und unser guter Vater vor uns steht. Im Gebet können wir Gott alles sagen. Wir können ihm sagen, was uns nervt, was uns besorgt, wovor wir Angst haben, was uns stresst. Du kannst im Gebet Gott alles sagen. Weil es steht da, wir sollen unsere Sorgen bei Gott ablegen, weil er sorgt für uns. Und wenn wir bei Gott unsere Sorgen abgelegt haben, dann sollen wir uns nicht weiter darum sorgen. Dann sollen wir keine Angst haben, wie es jetzt rauskommt, sondern dann dürfen wir wissen, Gott weiss jetzt, was uns besorgt und wir dürfen Gott vertrauen. Weil du darfst wissen, Gott liebt dich so mega fest. Du bist so geliebt von Gott, egal was du machst. Gott hat alles gegeben für dich, dass du mit ihm Gemeinschaft haben darfst. Er meint es so gut mit dir. Er will, dass es dir gut geht. Und darum darfst du Gott vertrauen, weil er meint es so gut mit dir. Darum darfst du wissen, Gott kennt deine Bedürfnisse, er weiss, was du brauchst. Und darum darfst du darauf vertrauen, wenn du Gott deine Sorgen angelegt hast, dann wird Gott dich versorgen mit dem, was du brauchst. Ich finde das ein mega cooler Bibelvers. Und in der Bibel sehen wir das immer wieder. Gerade bei Mose. Er ist mit seiner Sorge, dass das Wasser bitter war, zu Gott gegangen und Gott hat eine geniale Lösung geschenkt. Und weisst du was? Ich glaube nicht, dass der Mose und das Volk Israel gedacht haben, ein Stück Holz ist die Lösung für das Problem. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen. Und ich glaube, die Leute dort haben nicht damit gerechnet, dass ein Stück Holz die Lösung ist. Gott hat immer eine Lösung parat. Und manchmal ist die Lösung vielleicht ganz anders, als wir es uns vorstellen. Aber du darfst wissen, Gott meint es gut mit dir. Er hat eine Lösung parat und er sorgt für dich, auch wenn es vielleicht ganz anders rauskommt, als du es dir gedacht hast. Aber du darfst wissen, du kannst im Gebet deine Sorgen bei Gott anlegen, weil er sorgt für dich. Und ich möchte dich gerade ermutigen, wenn du jetzt irgendwelche Sorgen hast, wenn dich etwas stresst, dann darfst du gerade jetzt zu Gott beten. Kannst du jetzt Pause drücken und das Gott im Gebet sagen. Und dann darfst du wissen, du musst keine Angst mehr haben, du musst nicht mehr so fest darüber nachdenken, du musst dich nicht mehr darum sorgen, sondern Gott ist so ein guter Gott und er wird für dich sorgen. Ich finde das so genial, dass wir so einen guten Gott dürfen haben, der für uns sorgt und uns kennt. Und jetzt wollen wir noch die Frage vom Tag auflösen. Und zwar habe ich ja die Frage gestellt, ob ihr wisst, wie die Quelle heisst, wo das Wasser so bitter und nicht fein war. Ich habe sie in der Geschichte erzählt. Weisst du noch, was der Name dieser Quelle ist? Ich gebe dir gerade 5 Sekunden Zeit, um es nochmal zu überlegen. Und zwar 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Weisst du, wie die Quelle heisst? Die Quelle heisst Mara, weil das Wasser dort so bitter war. Aber Gott hat auch das Problem so genial gelöst, weil er hat einfach immer eine Lösung parat. Und darum können wir Gott vertrauen.
Und hey, weisst du was? Gott ist so gut, ihm gehört wirklich alle Ehre. Darum lass uns gerade zusammen aufstehen und Gott einfach anbeten und ihm nochmal alle Ehre geben. Weil er ist einfach der Beste, was es überhaupt gibt. Darum wollen wir jetzt gerade miteinander nochmal ein Worship-Lied singen. König, du bist Gott, dir will ich dienen und ich will dir alle Ehre geben. Du bist König, du bist Gott, dir will ich dienen und ich will dir alle Ehre geben. Egal wer gehört dir allein, und wenn mir nichts ruft, für der Rufen stehen. Du bist König, du bist Gott, dir will ich dienen und dir will dir alle Ehre geben. Du bist König, du bist Gott, dir will ich dienen und dir will dir alle Ehre geben. Dit verreden wat in niet de stenen laat. Drum riefen niet zo grad so laut ich kann. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle Ehre geben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle Ehre geben. Die dienen und der will dir alle Ehre geben. Dies verehren wollt ich nicht die Steine lassen. Drum riefen nicht zu dir ganz so laut ich kann. Hey, du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle Ehre geben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle Ehre geben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle Ehre geben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle Ehre geben. Hey komm, jetzt haben wir gerade mit Liedern Jesus gelobt, jetzt können wir ihm noch mit eigenen Worten mit ihm reden. Und das mache ich jetzt gerade.
Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mein Heiland bist, dass du den Weg vorbereitet hast für mich, dass ich dich kennen darf und dass du mich begleitest und behütest. Danke, Heiliger Geist, zeigst du mir die nächsten Schritte von dieser Woche. Merci vielmals, willst du mich führen, auf dass ich in deinen vorbereiteten Werk drinnen unterwegs sein darf. Amen. Hey, letzte Woche haben wir Danke gesagt für etwas, vielleicht möchtest du dich erinnern. Komm, das machen wir gerade wieder. Für was möchtest du heute Danke sagen? Ich sage heute Danke für meine Familie. Ich bin so froh, habe ich so eine geniale Frau, die Gott mir gegeben hat und so coole Kinder. Ich danke dir, Jesus, für das. Überleg dir schnell, für was könntest du so ganz spontan jetzt Jesus Danke sagen? Hast du es? Sehr gut. Dann haben wir jetzt unser nächstes Element, unser nächstes Ding, und zwar den Basteltipp mit der Sally. Heute zeige ich euch, wie wir so einen coolen Vogel basteln können, den ich finde, passt ganz gut in den Frühling rein, jetzt wo die Vögel wieder rauskommen und dann zwitschern. Und den Vogel finde ich ganz lustig mit seinen Beinen, die so runterlampen. Und zwar müsst ihr zuerst mal aus einem Papier einen Kreis ausschneiden. Für das habe ich einen kleinen Teller genommen, weil dann wird der Kreis auch sicher gleichmäßig rund. Dann müsst ihr den Kreis ausschneiden und dann in der Mitte einmal falten. So. Und jetzt, was ihr sonst noch braucht, sind 3 Schnüre. So. Und zwar sind 2 fürs Bein und das eine ist da zum Aufhängen. Dann müsst ihr so wie eine Krone ausschneiden aus Papier. Das ist dann da oben vom Vögel. Dann müsst ihr 2 Füße ausschneiden. So, etwa gleich gross. Und dann müsst ihr noch so eine Form ausschneiden, die dann da für den Schnabel ist vom Vogel. Dann braucht ihr noch Klebe, eine Schere und einen Stift, wo ihr nachher ein Äugchen machen könnt. Jetzt als erstes machen wir gerade mal die Füße. Und zwar für das habe ich einfach mit einer spitzen Schere, aber ihr könnt auch sonst mit etwas anderem, da in die Mitte vom Fuß ein Loch hineingemacht. So. Genug gross, dass wir dann mit dem einen Faden hier durch können. So. Vielleicht könnt ihr dann mit der Schere ein bisschen helfen, dass der Faden durchs Loch durchgeht. So. Und jetzt müsst ihr hier unten dran einen Knopf machen, am besten 2 Knöpfe, dass es auch nicht mehr zurückgeht. So. Und jetzt ist der nämlich hier drauf gefädelt. Und jetzt könnt ihr ganz einfach mit Klebe, oh, jetzt ist er runtergefallen. So, können wir jetzt den Fuß hier innen, da vorne etwa, können wir den jetzt hier anmachen. So. Jetzt ist der erste Fuß schon da. Mit dem zweiten könnt ihr genau das Gleiche machen. Dann zeige ich euch, wie wir das mit der Krone machen. Und zwar am coolsten sieht es aus, wenn ihr sie nicht da aussen anmachen, sondern wenn ihr da mit der Schere ein bisschen reinschneiden. Da probiert ein Löchchen rein zu machen und dann ein bisschen reinschneiden. Und dann so. Könnt ihr mal schauen, ob das schon reinpasst in den Schnitt rein. Das passt noch nicht ganz. Jetzt müssen wir hier gerade noch mal ein bisschen mehr aufschneiden. So, nicht zu viel, aber dass das gut hier in den Schlitz durchpasst. So, und jetzt können wir nämlich das hier aufmachen und können einfach schauen, wie weit das rausschauen soll. So, jetzt ist das hier in diesem Schlitz drin. Und jetzt können wir hier das ankleben. Und so ist es nämlich cool, weil man von außen keine Klebe braucht und dann sieht es am coolsten aus. Jetzt für den Schnabel, den kleben wir auch innen ankleben. Dann sieht es von beiden Seiten nämlich cool aus. Und zwar da könnt ihr dann auch zuerst mal reinlegen und schauen, wie weit das rausschauen soll. Ich finde so jetzt ganz cool. Dann könnt ihr es festheben, aufmachen und auch da mit einem Klebe wieder festkleben. Jetzt ist es eigentlich schon fast fertig. Jetzt braucht der Vogel nämlich noch ein Äugli, besser gesagt 2, von beiden Seiten. Da könnt ihr etwa da. So, habe ich jetzt einfach mit einem schwarzen Stift ein schwarzes Pünktchen. Und auf der anderen Seite auch noch gerade. So, und jetzt könnt ihr nachher dann natürlich noch das zweite Bein noch mal machen, dass es 2 Beine hat. Und jetzt müssen wir noch die Schnur hier hin tun, dass man den Vogel dann irgendwo aufhängen kann, wo ihr wollt. Und zwar für das habe ich auch wieder ein Löchchen hier in die Mitte gemacht. So ist es nämlich cool, weil so muss man eben nichts aussen dran ankleben, wo dann vielleicht ein bisschen komisch aussieht. So, ein Löchchen, das genug gross ist, aber auch nicht zu gross, dass dann die Schnur rausgeht.
Und dann müsst ihr jetzt beide Enden durch das Loch, dass das Zungenende, dass das oben raus schaut. Und zwar müssen wir das jetzt hier durch das Löchchen durchbringen. Vielleicht muss man mit der Schere auch wieder ein bisschen helfen, dass es auch wirklich durchs Loch durchgeht. So. Und jetzt noch das zweite Ende. Muss auch wieder durchs Loch durch. Da muss ich auch wieder mit der Schere helfen. Oder vielleicht habt ihr eine Nadel oder so, mit der ihr es gut durchbringen könnt. So. Und jetzt muss ich hier unten, müsst ihr jetzt noch Knöpfe machen, am besten 2 oder vielleicht 3, je nachdem wie groß das Loch ist, damit es dann auch nicht rausgeht, wenn ihr es aufhängt. So, jetzt habe ich mal einen grossen Knopf und jetzt kann man den Vogel nämlich nachher aufhängen. Wenn ihr das zweite Bein gemacht habt und der so ist, dann sieht das ja noch ein bisschen lustig aus, weil das hier offen ist. Und darum könnt ihr ganz einfach ein Klebe nehmen und dann das Klebe so umfalten. Und schon habt ihr ein doppelseitiges. Das könnt ihr jetzt hier mit rein tun, zuklappen und schon ist der Vogel so fertig. Mit dem zweiten Bein sieht er dann so aus wie der und so könnt ihr den aufhängen. Ihr könnt ihn natürlich noch verzieren und irgendein Muster auf den Vogel machen, wie ihr wollt. Und so habt ihr eine ganz coole Frühlingsdekoration, die mega einfach ist zum Basteln. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei beim Basteln, aber bevor ihr es basteln könnt, gibt es nämlich noch mal etwas auch heute. Und zwar das letzte Mal hat es schon ein mega cooles Spiel gegeben, das Micha gegen mich gemacht hat. Und auch heute haben wir wieder so ein Spiel parat. Darum schauen wir gerade dort mal rein und nachher ist dann das Video fertig. Ich bin gespannt, wer gewinnt, darum schauen wir doch gerade mal dort rein. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einer weiteren Folge von Micha gegen Selin. Hey, so cool, wir sind so gespannt. Der Punktestand wie immer, oder? Sehen wir eingeblendet. Es bleibt spannend, und wir wollen heute schauen, wer die heutige Challenge gewinnt. Heute ist noch ganz speziell, heute kommt es wieder auf euch drauf an, liebes Publikum. Und zwar müssen Sie wieder abstimmen. Tun Sie sagen, wer es heute am besten gemacht hat und wer heute den Publikumsbonus sollte bekommen. Ihr könnt das unten in der Beschreibung sehen, eine E-Mail-Adresse oder auch einfach an info@kreuzpunkt.ch könnt ihr eure Stimme abgeben und wir schauen dann, wer den Publikumsbonus bekommt. Hey, also, wir sind schon mal parat, gehen wir schauen, wer die Challenge gönnt. Let's go! So, also, wir sind da bei unserer Challenge und diese Challenge geht jetzt um Jasskarten. Jasskarten sortieren. Der Micha und Selin haben je ein Set Jasskarten bekommen. Natürlich alle kontrolliert und alle durchgezählt, dass alles stimmt. Und jetzt geht es darum, wer hat schneller eine Auslegeordnung gemacht, dass alle sortiert sind, vom Niedrigen zum Hohen und alle Farben sortiert sind. Wenn wir gerade mal schauen, wer denkt, wer könnte die eigentlich gewinnen? Ich weiss es nicht. Denkt dran, Publikumspunkt. Publikumspunkt. Gut, also, sind wir ready? Ja. So ready. Du sagst Achtung, fertig, los. Und dann legen wir sie Gut. aus und dann... Achtung, fertig, los! Ah, nein. Also, jetzt da voll 2 verschiedene Taktiken. Der Michael nimmt eher einzeln vom Stapel und Selin tut da eher einfach alles aus. Ich verteile mal, um alles zu sehen. Mal schauen, was sich auszahlt, welches das besser ist. Ah. Ich muss natürlich zum Kontrollieren muss ich alle Blätter sehen. Dann. Nein, für euch was? zur Info. Was? Nein, das ist nicht gesagt. Ja, ich kann sonst nicht kontrollieren, wer gewonnen hat. Ja, mal, dann sind ja alle Karten. Wie wissen Sie denn, dass du beschissen hast, Selin? Ja, genau. 7, wo ist der 8? Nein. Keine am Boden, hey? Ja, das müssen wir dann auch schauen, oder? Ja, genau. Bei Schon. Selin musst du einfach schon gut schauen, weißt du? Genau.
Wenn wir da schauen. Langsam, langsam, let's go. Kommen. Da ist schneller. Oh, Celine kommt, Celine und Celine ist fertig. Und Nein, jetzt komm, noch das schnell. kann gar nicht sein. Jetzt noch schnell kontrollieren. Komm jetzt, das gibt's doch Das nicht. sieht gut aus. Wieso das sieht bin gut ich so aus. langsam gewesen? Ha! Wieso bin ich So, so langsam also, gewesen? wir haben einen ganz klaren Nicht Sieger. einmal ansatzweise habe ich eine Chance Celine gehabt. hat gewonnen. Den Punkt hat sie für sich geholt. Nein! Wow, super. Aha. Genau. Ja, leider, Micha. Du musst Hey, das- langsam... Nächste Woche hast du wieder gar Du schon. musst, nicht. du musst Hey. ein bisschen Punkte Ja, jetzt muss holen. ich aber da langsam aber sicher schon schauen. Hey. Genau. Also, super cool gewesen, habt ihr eingeschaltet. Ich freue mich auf die nächste Sendung von Micha gegen Celine. Hey, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.